So, jetzt herzlich willkommen zur 15. Swissinfo Dofas Switzerland. Es ist ja nicht wirklich viel passiert seit der letzten Swissinfo, beziehungsweise es ist gar nichts passiert. Ja, das ist wieder mal super, dann möchte ich die Leute über irgendetwas informieren, aber ich habe einfach nichts, was jetzt informativ oder nützlich wäre. Dann muss ich auf irgendetwas zurückgreifen, was schon lange vorbei ist, aber einfach lustig sein könnte. Darum wird es heute ein bisschen eine kürzere Folge, die vielleicht einfach zum Lachen gedacht ist. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der eine oder andere den LeFloid kennt. Wenn nicht, der ist unten verlinkt. Oder das Video, das ich jetzt von ihm zeigen will, ist verlinkt. Und so wird man ihn garantiert kennenlernen. Für die jetzt der Link überhaupt nicht interessiert, dann sage ich es einfach noch ganz kurz. Der LeFloid ist ein deutscher YouTuber mit etwa 2,5 Millionen Abonnenten, Tendenz steigend, wo genauso wie ich auch ein Nachrichtenformat hat, einfach dass er Nachrichten aus der ganzen Welt präsentiert. Anfangs März, und darum ist es auch nicht wirklich etwas Aktuelles, hat er eine Nachricht über die Schweiz gebracht, nämlich genauer gesagt über unseren Verteidigungsminister Ueli Maurer. Tja, und was ist da dran so lustig? Naja, schauen wir einfach mal rein. Oh, wo wir gerade beim Thema Ich gebe einen Fick auf Menschenrechte waren, bleiben wir doch kurz dabei. Der Schweizer Verteidigungsminister Ueli Maurer. Ueli, ja, den kann ich ernst nehmen. Unser Ueli! Ja, der Ueli, den kannst du nicht ernst nehmen. Kann es sein, dass in Deutschland niemand den Namen Ueli kennt? Naja, es ist möglich, aber wenn man so die Kommentare von diesem Video, das übrigens unten verlinkt ist, anschaut, dann sieht man, dass doch ziemlich viele Schweizer interveniert haben und gesagt haben, hey, das ist Ueli und nicht Ueli. Ich möchte kein Hate-Video machen, aber es ist einfach hart, er macht sich über den Namen lustig, obwohl er ihn falsch ausgesprochen hat und sich wahrscheinlich gar nicht darüber lustig machen würde, wenn er wüsste, wie er richtig auszusprechen wäre. Wie seht ihr das? Heisst irgendjemand Ueli zufälligerweise? Ist er in Deutschland schon mal Ueli oder so etwas genannt worden? Findet ihr, man darf bei Namen möglicherweise sie falsch prononcieren, weil sie einfach aus einer anderen Kultur kommen? Wobei Deutschland und die Schweiz ja recht nah voneinander sind und ich finde, das müsste man an sich wissen. Zweitens finde ich es unlogisch, dass der LeFloid, der in seinen Videos immer wieder betont, wie wichtig es ist, gegen das Mobbing anzukämpfen, seine Zuschauer dazu animiert, sich über Namen von anderen lustig zu machen, was ja auch ein Teil von Mobbing sein kann. Zu seiner Verteidigung muss man sagen, dass seine Videos ziemlich gut gemacht und auch recht unterhaltend sind. Ich hoffe nämlich, dass das jetzt nicht so übergekommen ist, als würde ich den LeFloid irgendwie hassen oder so. Nein, ich lasse keins von seinen Videos aus, ich finde die total gut. Ich habe einfach gedacht, wir starten mit so einem lustigen Fail in der Woche. Es muss ja nicht immer etwas Ernstes sein und ein bisschen Unterhaltung darf auch mal sein. Aber vielleicht noch etwas. Ein paar Leute haben mir geschrieben, in der Swissinfo-Folge soll es vielleicht um ernsteres, politisches Zeug gehen. Ich finde, das muss nicht immer sein. Es sollte natürlich schon mit der Schweiz zu tun haben, aber es muss ja nicht immer politisch sein. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare, das hilft mir super. Tschüss!